Hallo zusammen, hier ist Crown Cletus oder der Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir haben hier ein kleines Zombie-Video und zwar zur Verfügung gestellt vom Salty. Herzlichen Dank, wieder mal. Er ist hier im Zombies wieder mal ein bisschen durchgedreht und ist wieder mal ein bisschen mit dem Special unterwegs gewesen. Sie haben es zusammen bis Runde 35 geschafft und dann hat der Special leider Disconnect gehabt beim Internet, ist rausgeflogen und der Salty ist dann noch ein bisschen weitergezogen. Ihr seht jetzt hier Runde 41, wie er um sein Leben kämpft. Ziemlich gut ausgerüstet, aber schönes Rape-Train am Ziehen. Und ja, bei Runde 42 ist er leider fertig. Es geht aber dann gleich extrem schnell auf Nuketown. Es ist halt gleich eine Map. Ich komme zwar nicht so ganz draus, aber wir haben gestern noch geschwind darüber geredet. Und es ist halt, es kann auch extrem schnell gehen. Wie bei manchen anderen Maps, auch wenn du dich dumm positionierst, kann es natürlich sehr schnell enden. Aber gerade auf Nuketown, es ist schon noch tricky. Ihr seht, er ist hier schön am Durchfiedeln. Ja, je nachdem musst du eben schon ein bisschen aufpassen. Aber ihr seht, Runde 41, also da ist definitiv ein Profi am Werk. Da muss man sich keine anderen Vorstellungen machen. Und währenddem das Gameplay im Hintergrund vor sich her zieht, würde ich sonst noch schnell 2-3 Sachen erzählen. Und zwar möchte ich gerade anfangen mit dem Map Pack für PS3. Das wird jetzt offiziell Ende Monat rauskommen. Und somit werden dann auch endlich PS3-Gamer in Genuss kommen von den neuen Maps. Und vor allem eben die Zombie-Map, wo ja für die Zombie-Liebhaber sicher ein gutes Goodie wird sein. Am 28. Februar kommt das Teil raus. Auf der Xbox sind sie aber so am Mittag on. Und ja, ich würde euch empfehlen, ab dem Mittag am 28. Februar, wenn ihr die Möglichkeit habt, ein bisschen zu checken. Vielleicht gibt es auch schon ein bisschen früher, vielleicht auch ein bisschen später, aber es sollte auch mal am 28. klappen. Wird sicher in der PS3-Welt für gerade wieder ein bisschen Call of Duty Motivation sorgen. Ich meine, ich habe es auch ein paar Mal gespielt. Ich war in den letzten Tagen noch ein bisschen im Blizzard online gewesen, weil er ja auch Ferien hat und scheint es nicht nur ein paar Tage zu nehmen, sondern gerade eine ganze Woche muss haben. Ja, eben. Aber wir waren ja auch Multiplayer am Spielen und es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Und ja, ich rege mich mittlerweile eigentlich wirklich nicht mehr auf. Sondern irgendwann tue ich dann mal ein bisschen an, dass es mich anscheisst. Und früher oder später wünsche ich dann einen schönen Abend und bin dann halt dann weg. Es lohnt sich nicht, sich da so aufzuregen ab dem Scheiß. Und auch wenn ich es jetzt schon 8,4 Millionen Mal gesagt habe, dass es eigentlich schon ein gutes Game wäre, es ist einfach zu frustrierend. Immer wieder die Games, wo man einfach scheinbar keine Chance hat, sei es jetzt gegen ein Team, das nur mit der Pistole spielt. Oder dann eben irgendwelche Irländer oder Amis, die geografisch schon ein bisschen weiter weg sind und dadurch vielleicht auch ein bisschen eine schrägere Connection haben. Oder eine längere Pingzeit, um genau zu ziehen. Keine Ahnung, und dann bist du einfach chancenlos. In jedem verfickten Zweikampf kannst du ab, egal was du machst. Und das ist einfach schon schräg. Klar, es ist aus dem Spiel raus, das nächste Spiel könnte besser laufen. Und Blizzard dreht immer noch durch und andere haben es auch noch sehr im Griff. Aber die Anzahl von denen, die wirklich sagen, hey, nein, es ist cool, es macht mir wirklich Spass. Ich weiss nicht, ich kenne jetzt gerade eigentlich niemanden. Vielleicht liege ich da auch falsch. Könnt mich auch korrigieren, aber so sieht es aus. Und es ist auch fast niemand mehr online. Darum ich finde, man kann gespannt sein, was sie machen, weil die geldgeilen Säcke werden sicher wieder eins bringen Ende Jahr. Ob es auf der neuen Konsole wird sein oder nicht, wird man sehen. Wenn es auf der neuen Konsole ist, wird man Gefahr laufen, dass es etwas anders sein könnte. Weil wenn sie eine neue Engine haben, ist die Chance, dass es sich ein bisschen anders anfühlt, noch gross. Wenn sie die alte brauchen, ich weiss nicht, wie gut dass die noch auf der neuen Konsole wird funktionieren. Funktionieren wird sie sicher. Aber man kann gespannt sein. Es ist ein spannendes Jahr, vor allem das letzte Quartal. Und ja, eben, es wird ein Modern Warfare 4 geben oder halt
keine Ahnung, was sie jetzt neu vielleicht starten oder so. Und ja, also ich bin echt gespannt und ich werde dermaßen kritisch an das Game hertreten. Werden wir es holen. So weit geht nicht schon mal. Vermutlich nur noch eine Version und nicht unbedingt 4. Und werde mich weder gross darauf freuen, noch allzu fest darüber rauslassen, sondern wir das einfach mal anschauen. Es wird sicher genug von euch geben, die sich so reinziehen. Und ja, beim Black Ops 2 ist es nicht mehr so lang gegangen wie beim MW3, wo ich müsste sagen, eigentlich habe ich keinen Bock mehr. Vielleicht geht es dann beim nächsten Call auf noch genau 2 Wochen. Und ja, dann muss ich mir dann langsam überlegen, was ich machen will, weil ich sehe halt schon, dass die meisten, die hier abonniert haben, sind sicher an Call of Duty interessiert. Aber ich kann mich halt einfach auch nicht dazu zwingen, das Game irgendwie länger als mir Spass macht zu spielen. Und klar, man kann auch noch so ein bisschen trollen und ein bisschen schlitzen und flitzen. Und das ist eh auch unterhaltsam, keine Frage. Aber halt einfach nicht so jedem sein Ding. Und mein Ding ist es eben gar nicht. Und darum, ja. Aber ich bin jetzt noch gar nicht am Vorrennen. Und der Salti ist dort schön seine Runde am Drehen im Hintergrund. Ich bin natürlich eh auch am Zuschauen und langsam fühle ich mich fast ein bisschen hypnotisiert von dem ständigen im Kreis drehen. Nein, aber eben, ich bin hier nicht am Rennen, weil es gibt halt einfach viele andere coole Games. Und ich weiss schon, viele Call of Duty Spieler, das habe ich auch schon erwähnt, sind jetzt nicht gerade unbedingt so interessiert an anderen Spielen. Ist aber ein bisschen schade. Man sollte aber wirklich auch ein bisschen über den Dauerrand raus schauen und würde vielleicht das eine oder das andere entdecken, wo wirklich noch spassig ist. Und klar, es ist vielleicht nicht Online-Multiplayer, wo man dann noch ein bisschen dicke Eier, wenn man hure gut ist und sich noch ein bisschen fangen kann abheben. Vielleicht ist es ein Spiel, das man allein spielt. Die Frage ist einfach, wie viel Fantasie hat man, um sich auch ein bisschen auf das Game einzulassen. Oder ist man mittlerweile so hure abgehärtet von den Medien, dass einem alles muss vorgecatcht werden, dass man überhaupt noch Spass hat. Darum, ja, ich weiss es nicht. Ich sage jetzt mal wieder anyway. Und kann ich nur empfehlen, wenn es noch ein bisschen verleidet, Call of Duty, ihr sonst nichts zu spielen habt, probiert mal ein anderes Game aus. Wirklich. Und eben, ja, es gibt auch wirklich die, die sagen, hey, nein, eine Story und so rumsäckeln und immer wieder das Gleiche und was machst du, wenn du es dann durch hast und so. Aber andere Games haben eben andere Herausforderungen. Und jetzt gerade in Bezug auf Dead Space 3, ich muss da schon ein bisschen vorwegnehmen. Der Koloss und ich haben jetzt Anfang 23 Folgen eigentlich schon abgedreht. Und die nächsten paar Tage, nächste Woche, werden wir gar nicht so Gelegenheit haben. Es geht Ende Februar wieder weiter mit Abdrehen. Aber wir haben logischerweise genug, dass jetzt jeden Tag eine Folge aufladen kann. Und das Game, ich finde es halt einfach wirklich extrem genial. Weil es eben auch eine ganze Welt ist mit der Story und so, sehr verflochten. Gleich kann man es aber auch spielen und genießen und hat seinen Fun, wenn man es gar nicht kennt. Das kann der Kolosso ziemlich sicher bezeugen. Man kann es auch Coop spielen, was sehr cool ist. Die Waffen, die man zusammensetzen kann und alles. Es ist wirklich noch interessant. Es hat auch seinen Anteil an Blut und Sauereien und so. Darum auch ein bisschen Blätterfreundlich. Und ich habe es jetzt durchgespielt und jetzt eröffnen einem neue Möglichkeiten. Es gibt einerseits das neue Spiel Plus, wo man mit dem bestehenden Inventory und den Waffen, also alles, was man hat, kann man weiterspielen. Man findet ein bisschen bessere Gegenstände und so. Und kann den Schwierigkeitsgrad wiederum wählen. Ich habe es jetzt am ersten gerade mal auf Easy durchgezockt, um zu schauen, wie das Ganze so ist, um mich auf die Story zu konzentrieren. Und weil ich gewusst habe, dass man es einmal durchspielen muss, sorry, egal in welchem Schwierigkeitsgrad, um die neuen freizuschalten. Und mit dem Kolosso sind wir jetzt auf normal am Zocken. Und ich spiele es jetzt beim zweiten Mal durchzocken auf schwer. Es geht eigentlich im Moment auch noch, ich bin jetzt zwar noch nicht ganz so weit, aber gleich. Und zwar gibt es hier dann verschiedene Modi, wie man es dann noch durchspielen kann. Einerseits spiele ich es jetzt, glaube ich, im Casual Mode oder im Retro Mode. Genau, Retro ist es. Und zwar kann man dort keine Waffen zusammenbasteln, sondern nur die brauchen, die man aufgenommen hat. Oder, wenn man sich die Limited Edition oder sonst irgendetwas noch zusätzlich geholt hat, hat es dort auch Waffen dazugegeben und dann kann man auch die brauchen. Und die eine Combo ist dort unglaublich überpowered.
Ja, die wir im Video auch schon angesprochen haben. Und das macht es ein bisschen einfacher, aber gleich, man hat dann so zusätzliche Herausforderungen, indem dass man das Game mehrmals durchspielen kann. Und klar kann man immer wieder sagen, ja, aber ich kenne es ja schon und alles. Aber das ist ja auch genau der Reiz, weil klar, Zwischensequenzen schnell durchskippen und so, das kann man ja wirklich schon. Aber vielleicht hört und sieht man mal noch etwas anderes, weil man ja, beim letzten Mal, keine Ahnung, ein bisschen abgelenkt war oder so. Das zweite Mal durchspielen ist chillig, man kennt es ziemlich gut schon gegebenenfalls und kann sich näher darauf konzentrieren, die Routen zu optimieren, ja, so noch ein bisschen Zeit sparen. Es ist eben schon auch noch interessant und eben, es gibt dann keine Online-Leaderboards oder so Schnitzel, wo man sich dann wieder profilieren kann, aber ist es wirklich nötig? Weißt, ich meine, es geht ja zum Teil auch um das Erlebnis, das man hat, sei es das beim Konsum von Büchern, Filmen oder eben auch Games. Der Vorteil der Games ist halt, dass es am interaktivsten ist. Es wird einem viel vorgecatcht, also ist die Fantasie nicht so angeregt. Aber gleich gibt es dann eben Games, die das auch ein bisschen fördern. Und darum, versucht es mal. Die das nicht so kennen. Das Dead Space 3 kann ich wirklich empfehlen. Das Aliens Colonial Marines hat ihr vielleicht schon das eine oder das andere Review gesehen und die Leute sind richtig am Durchdrehen. Und ich muss sagen, das erstaunt mich ein bisschen, weil das Game ist schon nicht das Beste, was es jemals gegeben hat. Aber es ist auch nicht so, dass es die unglaublich zum Teil unterirdischen Wertungen verdient. Ich meine, IGN hat zum Beispiel 4,5 von 10 gegeben. Und hallo? Also jeder, der sich ein bisschen für das Alien-Universum interessiert und vielleicht den zweiten Teil auch gesehen hat, der wird sehr flashig finden, weil alles zusammen von den Locations und so her ziemlich stimmig ist. Und es kann sein, dass die Gegnerintelligenz nicht optimal ist und dass zum Teil ein bisschen komische Sachen passieren, aber das kann ja auch erheiternd wirken. Also, nein, ich weiss nicht genau. Die Leute machen sich aber viel krasse Vorstellungen. Dass sie dann gewisse Sachen halt einfach... Nein, es ist jetzt alles perfekt. Und klar, Spielentwickler, die jetzt fast 6 Jahre an einem Game arbeiten, sollten schon etwas herbringen. Das ist keine Frage. Darum ist es eben auch nicht ein super Game. Aber jetzt gerade so schlecht ist es also wirklich nicht. Wenn ich jetzt wählen könnte, würde ich auch eher das Dead Space 3 nehmen. Aber wiederum kannst du mit dem Alien sogar, glaube ich, 4 Spieler Koop. Also das ist auch noch eine schöne. Darum habe ich auch beide im Regal. Aber ja, das kann und will sich nicht jeder leisten, das verstehe ich schon. Ihr seht, er sollte ja mittlerweile kriegerisch die Runde 42er kämpft, die stört schon ein bisschen in Bedrängnis kommt teilweise. Ja, aber langsam wird es eben richtig stressig. Die Frage ist, ob jetzt das Getexte von mir für euch ein bisschen stressig war mit diesen unterschiedlichen Themen, aber ich denke, ihr habt euch sicher ein bisschen aufs Gameplay konzentrieren und es war halt noch eine kleine Zusammenfassung von mir für euch bezüglich Dead Space 3 und Aliens Colonial Marines. Was hoffentlich schon noch ein bisschen interessant war. Ja, und jetzt ist fertig. Hey, Salti, schön ist gekämpft. Und man sieht noch, wenn du fluchst ins Mikrofon. Ja, aber wirklich gut ab. Und du hast es gestern richtig gesagt, ich habe jetzt auch Black Ops 12 der PS3. Und auch, wenn ich es nicht mehr so viel zocke, mal eine Runde mit dir oder so, mit den PS3-Jungs, wäre schon noch interessant. Und vor allem der, wenn man dann Zombies sein und ja, eben, zwischendurch gibt es sicher wieder eine kleine Session. Black Ops 2, die Zombies retten es ja schon ein bisschen. Aber sonst muss man aber weiter schauen. Und sonst, wenn du nicht zocken willst, aber ja, es gibt noch 1000 andere coole Sachen, die man machen kann. Ist einfach je nachdem, was man für Hobbys hat oder eben keine sonst. Ist mal ein bisschen aufs Zocken konzentriert. Ja. Also, wünsche ich euch einen schönen Tag. Im Hintergrund sind jetzt noch ein bisschen die Stats am Laufen. Das war es von mir. Ciao zusammen.